dann schreiben wir an das Landratsamt und so weiter. Die genaue Adresse haben Sie drüben auf der Gemeinde. Ja, ja. So, dann fangen wir an. Meine sehr geehrten Herren, na, heute für die klang meine Herren, sehr geehrt wirklich nicht. Was glauben Sie eigentlich? Was meinen Sie eigentlich, wer Sie sind? Meinen Sie, die Steuern werden dafür bezahlt, dass Sie im Büro Ihre Hosenboden durchwetzen können? Meinen Sie vielleicht, Sie haben einen Trottel vor sich? Genau so schreiben Sie es. Meinen Sie, Sie haben einen Trottel vor sich? Jawohl. Mir ist es unverständlich, wie es Ihrerseits zu dieser Trassenführung kommen konnte. Zu dieser Trassenführung kommen konnte. Ja. Wollen wir nicht weiterschreiben, Herr Bürgermeister? Selbstverständlich, ja. Aber sagen Sie es bitte, wenn ich vielleicht zu schnell diktieren sollte, gell? Ich komme leicht mit. Gut, also, dann packen wir es wieder. Markus? Was tust denn du da gerade? Ich tu mich nicht rausbringen, Sophie. Ich muss jetzt diktieren. Meine Sekretärin, die stenografiert das, was ich ihr jetzt diktiert. Deswegen musst du aber nicht so nah bei ihr dort stehen. Das geht von weiter hinten auch. Was redst du denn schon wieder? Sag doch gleich, ich will auf die Straße rausgehen und beim Fenster reinschreien. Das verlange ich ja nicht. Aber so nah musst auch nicht dastehen. Sophie, du hast noch nie diktiert, also weißt du nicht, wie schwer das ist. Aber bitte, es ist jetzt weit genug. Na, bisschen weiter könnte nicht schaden. Liebe Zeit. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Ist so weit genug, ja? Jetzt schaut's gerade so aus, wie wenn ich Angst hätte vor meiner eigenen Sekretärin. Du und Angst. Ich hab Angst. Aber andersrum, gell? Ja, bitte, diktier doch weiter. Ich möchte auch was hören. Also machen wir weiter. Musst du das auch schreiben, das Herrschaftszeiten, wenn du da herin bist, dann fällt mir nichts ein. Jetzt sei so gut und geh wieder raus. Das kann dir passen. Sophie, wenn du daher sitzt, dann bin ich einfach gehemmt. Ach, gehemmt bist du. Du musst doch einsehen, dass ich bei der Arbeit nicht gestört werden darf. Freilich sehe ich das ein. Herr Bürgermeister, wenn ich Sie daran erinnern darf, dass der Inhalt des Briefes geheim bleiben muss. Frau Anna, gut, dass Sie mich daran erinnern. Hätte ich beinahe vergessen. Also Sophie, jetzt hast du das gehört, jetzt geh raus, gell? Geh. Was soll denn da schon geheim sein an dem, was du da diktierst? Du möchtest mich nur draußen haben, das ist alles, gell? Möcht nicht wissen, was dann alles geheim ist. Nein, redst du ein Blech zusammen. Wenn ich sage, das ist geheim, dann ist es so. Es ist einfach so, dass du als Frau nicht alles wissen musst. Natürlich darf ich nicht alles wissen. Aber einen geheimen Brief schreibst du, meinst, ich bin so dumm und glaub das. Wenn ich sage, der Brief, der ist geheim, dann ist es auch so. Ich als Bürgermeister, ich habe meine Amtsverpflichtungen. Aber dein Fräulein Anna, die darf schon alles wissen, gell? Ja, das ist ja ganz was anderes. Ja, Frau Anna ist dazu verpflichtet, dass sie schweigt. Ich sag gar nix. Mei, seit wann kannst denn du das? Komm, geh zu, jetzt geh weiter. Markus, ich sag das. Ich pass auf. Ja. Manchmal ist es ein Kreuz mit meiner Frau, gell? Sie traut Ihnen wohl nicht, hä? Ja, ich weiß auch nicht warum. Bitte machen wir weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Mir ist es unverständlich, wie es Ihrerseits zu dieser Trassenführung kommen konnte. Ja. Ich als Bürgermeister empfinde es als unverständlich und ersuche Sie dringendst. Na, halt einmal, das streichen wir. Ich verlange eine nochmalige Überprüfung Ihrer Fehlplanung. Jawohl, ha, Fehlplanung ist gut, gell? Da werden Sie die Köpfe wieder zusammenstecken, diese Bürokraten. Ja, schreiben Sie noch mit freundlichen Grüßen, obwohl freundlich können Sie auch weglassen bei denen. Einfach Gruß aus, das wissen Sie selber dann, gell? Ich schreibe den Brief sofort und bringe ihn dann zur Unterschrift, gell? Das ist recht. Fräulein Anna, noch was. Ja. Sie arbeiten zwar noch nicht lang bei uns auf der Gemeinde, aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit Ihnen. Ich arbeite mit Ihnen sehr, sehr gern zusammen. Das freut mich aber. Ja, mich erst und mich erst. Hat die ein Gangerl Sachsen-Dino, meine Herren? Nachschauen tust du also doch, gell? Ich wollte bloß schauen, ob es auch gut über die Straße kommt. Oh Gott, das arme kleine Maderle. Nächstes Mal nimmst du das beim Handel und führst das über die Straße, damit dir nichts passiert. Redest du vielleicht einen Schmarrn zusammen, glaubst du das? Wenn man Angestellte hat, Untergebene, dann ist man doch verpflichtet, dass man sich um sie auch kümmert. Du, mein Lieber, um diese Clara hast du dich damals auch gekümmert, aber in einer ganz anderen Weise, gell? Kommt schon wieder mit dieser Clara daher. Das hast du mir doch schon 10-mal verziehen. Aber vergessen hab ich's nicht. Ah,
das ist recht. Gleich alle zwei antriff. Ein Wirt und die Wirtin. Was gibt's denn? Da geht's her, probiert's einmal die Weißwurst. Die Haut hab ich schon abgezogen. Und? Was sagt ihr da dazu? Der voller Wasser. Und Geschmack hat's auch keinen. Ja, das hab ich auch festgestellt. Bei der Wurst ist mit allem gespart, nur nicht mit dem Wasser. Der Lumpenmetzger, der Pfleiderer, wenn wieder kommt, gell, dann sagt's zu ihm, er soll seinen Zuleitungsharm nicht so weit auftragen. Der Bazi möchte da vor mir reich werden. Er schmiert doch gleich schon mit seinem Viehhandel aus. Und jetzt fängt er mit der Wurst auch noch an. Am besten ist, ihr schickt ihn gleich zu mir in den Tisch, gell. Dann hau ich mit dem Spül, hat er noch so einen Goschen ran, dass er nicht mehr weiß, ob er ein Mandel oder ein Weib ist. Du, das sieht dir wirklich gleich. Ja, meinst du, ich mache einen Spaß? Jetzt warte mal. Heute auf Nacht sind 20 Schweinsbrocksteak, gell? Ja, ist schon recht, Wirtin. Dann machst du als Nachspeise dazu einen Obstsalat. Ist schon recht, Wirtin. Mach aber die Fleischportionen nicht so groß, dann bestellen sie hinterher vielleicht nur Würstel nach, gell? Ist schon recht, Wirtin. Ist schon recht, Wirtin. Sag einmal, bist du aufgezogen? Mein Wirtin, ich möchte die hören, wenn ich sagen darf, es war mir nicht recht. Was, Wirtin, wenn mir was nicht passt, dann denke ich mir meinen Teil. Und Gedanken, die sind ja zollfrei, gell? Also nicht vergessen, gell? Am Pfleiderer gleich zu mir hinaus in die Küche. Ja. Die Gedanken sind... Unser Zinzei immer noch wie eine Junge. Geht, als wäre ein Junge, gell? Sag einmal, schaust der Zenz auch schon nach? Sag mal, ich möchte vielleicht mit der Alten jetzt auch noch eifern. Herr Bürgermeister, wenn's bitte gleich unterschreiben. Oh, sind schon fertig mit dem Brief? Ja, ja. Ja, das ist aber schnell gegangen, hä? Dafür ist sie ja auch eine Sekretärin. Wunderbar. So, sehr schön. Der Brief, der schaut was gleich. Ja, der hat Stil, das muss ich sagen. Wunderbar. Wenn Sie nicht zufrieden sind. Ja. Halt einmal, haben Sie das dringendst geändert? Ja, freilich, schauen Sie, da steht's. Jawohl, ich verlange, jawohl, Brief, warum steht's da? Ja. Ich weiß schon, wenn man den Brief da kommen muss, gell? Gut beieinander. Ja, Pfleiderer, du kommst gerade recht. Ja. Freundin Anna, den Brief lassen Sie bitte sicherheitshalber einschreiben, ja? Ja, ja. Ja, grüß in den Brief da, hä? Schau so, jetzt hat's umgedreht. Ja, jetzt kannst du die Adresse nicht mehr lesen, gell? Und wenn's dein Kragen noch so verdrehst, das haben's gut gemacht, Freundin Anna. Herr Bürgermeister, was ich noch sagen wollte, auf die Anzeige, in der Sie einen Hausmeister suchen, hat sich leider niemand gemeldet. Ach du Liebe. Ich gehe jetzt auf die Post. Oje, das ist ein Kreuz. Immer schlimmer wird's. Alles will nur mehr studieren. Da, wenn einmal die Konjunktur nachlässt, dann krieg ich einen Akademiker zum Hof zusammenkehren. Und ich zum Wirstmacher. Du, Markus, eine bescheidene Frage. Wer kriegt denn den eingeschriebenen Brief da? Hä? Pfleiderer, das ist geheim. Was heißt da geheim? Ein Bürgermeister hat vor seiner Gemeinde keine Geheimnisse nicht zu haben, gell? Ja, manchmal geht's nicht anders, gell? Übrigens, Pfleiderer, die Zins warten auf die in der Küche, die möchte mit dir was besprechen. Ach so! Ja, na handelt es sich bestimmt um eine Bestellung, da geh ich gleich. Du, ein Geschäft darf er sich nicht auskommen lassen, gell? Ja, der denkt doch nur an sein Geschäft. Aber diesmal wird's keins. Diesmal, glaube ich, zahlt er drauf. So, Markus, damit du auch was tust. Da sind ein paar Rechnungen, die können eingetragen und die Mehrwertsteuer ausgerechnet, gell? So, für was fällt dir denn schon wieder ein? Du weißt doch genau, dass ich das Zeug nicht leiden kann. Ja, weil du immer was anderes rausbringst. Das jetzt aber auch. Mach's nur, das schadet dir nicht und bringt dich auf andere Gedanken, gell? Auf was für Gedanken soll ich denn kommen? Tu doch nicht so unschuldig. Ich sag nur Fräulein Anna. Ich will doch von der Anna nix. Das hast du bei der Clara auch gesagt, du Sündenstingel, du. Ja, sag einmal, kannst du vielleicht noch ein bisschen freundlicher sein zu mir? Ja, so wie das Fräulein Anna kann ich's freilich nicht. Hört der Spaß auf! Du Schrabendampfer, du kommst mir da nicht rein, gell? Lieber, du Markus, euer Zins ist narrisch geworden. Lass du mit dir raus, du Feigling, du! Ah, blöd werde ich sein. Haut mir dir einen Spülhaut da mitten ins Gesicht rein. Vor der Zins hast du Respekt, gell? Geh weiter.
Wenn's kein Weiberleid war, dann hätte ich mich schon gewehrt. Aber der kann nicht um meinen Hagelstecker nicht umhauen. Der erwischt mich so neu. Gott sei Dank. Jetzt verliert sie nichts mehr. Die ist fort. Radium! Du vergisst, dass du eine Frau bist. Jetzt hab ich! Fleiderer, jetzt geht's dir an Grong. Du Wasserpanzer, du! Fleiderer, magst du das nächste Mal bessere Weißwürste, ha? Was kann ich nie dafür, wenn der Lehrer beim Wasserhahn aufsteht, zutreibt, ne? Der Lehrbur tut immer nur das, was er vom Meister sieht. Drum ist er ja ein Lehrbur, gell? Prost. Ich mag dir ja gar nichts da. Du bist im Stand und legst eine Woche ins Bett und ich dir verzeihen. Fleiderer, ich sag dir nur das eine. Dreh du dein Wasserhahn zu, sonst dreh ich dich durch den Wolf. Und dann kommst du in die Würst. Mein Lieber, du, dieser gefährlicher wie ein Kettenhund. Ja, das geschieht dir ganz recht, gell? Deine Würst waren das reinste Wasser, Pfleiderer. Wird denn überall kommt einmal was vor. Ach, geht's ja. Also wenn die nächsten Würste nicht besser sind, dann schick ich das zurück. Dann kannst du das selber essen. Ja, aber dann verdünn's lieber mit Bier, weil so viel Wasser wirst du noch nie zu dir genommen haben, gell? Ach, Markus, Ja. vergiss das nicht, gell? So, Bürgermeister, heute haben wir scheinbar kein Glück bei den Frauen, wir zwei. Hä? Ja. Du, ich bin ja nicht neugierig, aber interessieren darf's mich schon. Ja, was ist denn da mit dem eingeschriebenen Brief? Was ist denn da so geheim dann? Du hast doch gehört, geheim. Dann wärst es du bestimmt nicht erfahren. Na, handelt sich's bestimmt um ein gutes Geschäft. Hä? Ich sag's nicht, Fleiderer. Viel lieber wär's mir, wenn du mir vielleicht einmal einen Hausmeister besorgen kannst. Was, ein Hausmeister brauchst? Ja. So, was zahlst du denn dafür? Das war mir ein 100er wert. 200? Gut, abgemacht. Aber wo willst denn du einen herbringen? Das überlassen wir mir. Ich geh jetzt gleich, damit du zu deinem Hausmeister kommst, gell? Also, Markus, vierte dabei. Ja, geht ja, spring mal ab, ja. Der treibt ja doch keinen auf. Ja, aber jetzt muss ich da anfangen, sonst wird mein Muckerl noch krantiger, wie sie schon ist. Ist er schon fort, ha? Der Bazi. Du, meinst, dass der nochmal so wasserige Weißwürste liefert, ha? Das werde sie nicht mehr trauen. Ja, aber ist ja mein Ziel erreicht. Geh weiter. Das war doch eine Blamage für unsere Wirtschaft. Oh mei, wird gell. Oh, die Blutsrechnerei. Ja. Ja, ich hab mich auch schon immer hart da in der Schule mit dem Rechnen. Und der Lehrer hat immer zu mir gesagt, Zenz hat er gesagt, du wärst einmal nie was im Leben. Und ich bin ja doch eine gute Köchin geworden. Oder bestreitst du das vielleicht? Zenz, du bist die Beste. Ganz eine gute, ja. Auch ohne Rechnen. Herr Bürgermeister, wenn Sie mir bitte schon die Heizölrechnung geben würden, dass ich den Betrag überweisen kann. Psst, na, den darf es doch jetzt nicht stören. Der rechnet. Ach so, ja gut. Frau Nana, das könnten doch eigentlich Sie für ihn machen. Sie haben doch das gelernt. Ja, freilich. Soll ich für Sie weitermachen, Herr Bürgermeister? Ja, da hätte ich auch gleich gar nichts dagegen. Bitte schön, bitte, Frau Nana, nehmen Sie Platz. Ja, wunderbar. Wirt, da ist mir was Gutes eingefallen, gell? Ja, die kann's. Solche Leute gibt's auch. Ja. Sehr schön. Ich muss sagen, so gefällt's mir ja. Ja, was ist denn das? Ja, da bin ich ja gerade wieder reingekommen, ha? Was ist denn? Frau Nana wollte mir helfen. Dann haben wir gedacht, mach ich halt die Freude, dafür wird's erzahlt von der Gemeinde, nicht? Das geht die gar nichts an, was wir für einen Umsatz haben. Sofort hören's auf, Frau Nana. Ja, bitte. Ich wollte mich nicht aufdrängen. Jetzt hast du mir's vertrieben. Nimm die Sach und arbeite in der Wohnstube weiter. Da wird's dann doch nicht hinkommen. Sag einmal, wie lange glaubst du eigentlich, dass ich mir diesen Ton noch gefallen lasse? Du kannst
darfst mir nicht drohen. Ich sag nur Clara. Clara. Herrschaftszeit, immer Clara. Ein Papagei, der plappert einmal das Gleiche nach. Ich lass mich lieber pflanzen, Clara. Haben wir schon einen Hausmeister? Jetzt geh weiter. Sag mal, mit wem redst denn du? Da ist ja kein Mensch da. Das ist gut. Du, also denke dran, du bist für die da schwerhörig, gell? Ja, tu dich nicht kümmern, ich mach deinen Schwerhörigen. Wenn mich nicht alles täuscht, handelt es sich um ein gutes Geschäft. Du musst nichts hören, aber gut horchen, dass du was hörst. Gell? Du, ich muss das wissen, was da so geheim ist. Und wenn du was weißt, dann sagst du mir gleich, gell? Ja, das hast du mir schon alles gesagt. Eigentlich bin ich ja zu dir gekommen, weil ich den Viechhandel lernen wollte. Ja, das gehört auch zum Geschäft dazu. Ich bin ja froh, dass ich dich gleich bei der Hand gehabt hab. Du, also jetzt reiß dich zusammen, gell? Du, eine spezielle Frage. Was kriege ich denn für das Spionieren? Ja, du kommst schon jetzt gut. Ah, das ist mir zu wenig. Hä? Du weißt ja noch gar nicht, wie viel. Drum frage ich ja. Also pass auf. Heute bin ich großzügig. 50 Mark kriegst. Hä? Hörst du schlecht? 50 Mark kriegst. Hä? Ja, bei mir musst du doch nicht einen Schwerhörigen spielen. 50 Mark, hab ich gesagt. Was, 150? Na, das ist zu wenig. Ja, du Depp, du. 50 Mark, hab ich gesagt. Was, 50 dazu? Ja, das ist recht. Her mit den 200 Mark. Du bist doch verrückt. Was hast du geschluckt? Geh, leg mich doch an. Jetzt hätte ich bald was gesagt. Brauchst keine Angst haben. Ich bin ein schwerhörig. Ja. Da höre ich deine gewählte Aussprache nicht. Also, her mit den 200 Mark. Du, mein Lieber, gell? Du alter Blutsauger, du. Gell? Das ist eine Erpressung. Du, das geht für ein Zach, ja, das geht. Schau schon her. Ja, aber gell, gut bin ich. Hoffentlich bei den anderen auch. Ja, bring mir heute den Bürgermeister, dann werde ich es dir gleich beweisen. Du, denke dran, du bist da schwerhörig, gell? Ja. Das wird jetzt eine Gaudi geben. Ich bin ja schon selber neugierig, was da geheim ist. Ja, da haben wir jetzt einen neuen Hausmeister. Jawohl. Los. Schau her. Das ist der Bürgermeister und zugleich der Wirt. Wer hat was gekriegt? Das ist der Wirt. Ah, jetzt hab ich dich. Ja, du gefällst mir. Mit mir hast du vorher einen guten Fang gemacht. Na, sag einmal, warum streitst du denn jetzt zwei so? Hört der vielleicht schlecht? Was hat er gesagt? Wirt, du musst lauter reden. Was noch lauter? Ja, du bist ja wahnsinnig. Nein, den kann ich nicht brauchen. Was? Gut, dann machst du deine Arbeit selber. Machst du jetzt selber einen Hausmeister? Du hast doch gesagt, du brauchst einen. Ja, natürlich, aber wenn ich immer so laut reden muss, das ist ja furchtbar. Hey, da gewesen du schon dran. Der Läusel, so heißt er nämlich, der hat auch was für sich. In seiner Gegenwart kannst du alles sagen, was du magst, der Herz nicht. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, das hat auch seine Vorteile. Also gut, hinnehmen. Naja, bleibt mir nichts anderes über. Wo gehen wir rüber? Schmarrn. Der Wirt nimmt dich. Wer ist ein Rindviech? Du bist eins, du Depp. Ui. Das wieder jetzt gehört, gell? Er hat's eben nicht gehört. Das ist ja der Vorteil bei dem. Es lacht er dir ans Wurscht. Na, ich hab keinen Durst. Ja, ist schon recht. Du Wirt, Ja, wenn ich heute da bleiben soll, dann stelle ich eine Bedingung. was eine Bedingung stellt der auch noch? Ja, ich möchte viel Arbeit, weil das rumsteht, das hab ich dick. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, das ist endlich einmal ein Punkt, wo man Ja sagen kann. Du, jetzt musst du aber auch zahlen, gell, weil ich dir den Eisel da hergebracht hab. Na gut, aber du, 100 Mark lang für den. Nein, 200 haben wir ausgemacht, gell? Der ist ja noch viel mehr wert, dann solcher kriegst du nicht mehr. Gut, da hast. Nicht, dass du sagen kannst, ich war vielleicht knickert. Also, tu mir keine Schand machen, gell? Nein, ich tu nicht krank machen. Sind wir quitt, gell? Also, auf geht's. Also, wenn der so arbeitet wie er hört, dann zerreißt er einen Teufel nicht. Was, mit mir ist er gefreut? Du Wirt, ich geb dir einen guten Tipp. Ja. Wenn du mir was sagen willst, dann musst du es so hinstellen, dass ich dir auf den Mund schauen kann. Dann lese ich's ab. Probier's einmal.
Verstehst du mich so? Ja, jetzt hast du mich. Gell? Alles muss man lernen. Ah, da hast recht, ja. Mei. Das darf ich gleich die anderen sagen, wie es mit dem reden müssen. Sonst gibt ja das einen riesen Durcheinander. Jetzt wäre ich dann vorgestellt. Das wird der Gaudi geben. Du auf, du Gelber, du glaubst das. Jetzt bin ich direkt in Schwitzen gekommen. Das soll jetzt auch nicht übertreiben brauchen. Das schaut dir gar nicht, dass dir einmal heiß geworden ist. Du hast ja auch 200 Mark für mich verlangt. Die hast du von mir auch gekriegt. Nein, das waren die deinigen. Aber die vom Wirt, die bist du nur schuldig. Her damit, weil sonst her ich wieder. Sag einmal, du rupfst mir an. Wieder ein Gamserer. Jetzt gib mir schon, bevor wer kommt. Du hast deine 200 Mark schon gekriegt, gell? Wollt dir bloß nicht ein, dass du mir auskommst. Ah, also die Wirtin, die ist doch zum Einkaufen. Ah, ja, das ist unser neuer Hausmeister. Ja. Ja, grüß dich Gott. Ich bin die Köchin, die Zins. Was, ich bin ein Stens? Oh, du hast recht, der Herd wirklich schlecht. Das wird was werden, ha? Pass auf, Zins. Wenn man mit ihm reden will, dann muss man sich so stellen, dass er auf den Mund schauen kann. Aha. Ja, dann liest er alles ab. Du, seht, das ist ein Hausmeister mit Gebrauchsanweisung. Ah, der kann nur Saublätter herin. Du, der Pfleiderer ist ein ausgekochter Pazi. Mit dem gibst dich nicht ab. Von dem lernst du nichts Gescheites. Halt dich immer nur an mich. Und wenn dich wer da plecken sollte, wegen deinem schlechten Hören, dann sagst es mir. Mein Spülhodern ist jederzeit einsatzbereit, gell, Pfleiderer? Du gefällst mir fein. Die verstehe ich gut. Ich helf dir, wo ich dir helfen kann. Hoffentlich wird's kein Rechtskreuz mit dem Läusel. He? Also wird es schamst dich, gell, dass du so daherredst. Gerade solcher braucht eine Arbeit, damit er eine Zerstreuung hat. Die hat er bei dir. 4 Teile beieinander. Oh, der kann nichts als für Saublätter herin. Schau gleich mal, ob ich mich so viel draußen finde, dass ich das gleich mal erzähle. So, jetzt möchte ich aber Arbeit. Nein, jetzt tust du erst was essen. Ich hab dir schon, komm her, ich hab dir schon eine Brotzeit gebracht. Ah, nicht schlecht. Ja, ich tu dich schon füttern. Gehört das alles mir? Freilich, fang nur an und lass dir schmecken. Und? Schmeckt es dir? Gut, mehr wie gut. Ja. Oh, du bist wirklich ein netter Bursche. Du tust dich recht hart mit den Madeln. Was ist mit meinen Wadeln? Nein, ob du dich hart tust mit den Madeln. Weißt, ich tät dir schon eine vergönnen. Du, ich muss jetzt wieder hinaus in die Küche, dass mir nichts anbrennt. Bin gleich wieder da. Fertig. Da hab ich's nicht schlecht daran. Ich krieg was Gutes zum Essen und wenn die 10 so weitermacht, dann findest du nur ein Mädel für mich. So, Fräulein Anna, jetzt werden Sie schauen. Jetzt haben wir den Hausmeister gekriegt. Der ist ganz neidisch auf die Arbeit, sagt er. Also, gegenwärtig tut er aber was anderes als arbeiten. Hm? Naja, Brotzeit machen kann auch ganz gut. Aber ich vergun's ihm. Wissen Sie, er ist ein armer Kerl. Er hört furchtbar schlecht. Ja. Hat aber auch sein Gutes. Ja, man kann hinter seinem Rücken sagen, was man will, der hört's nicht. Hey, du damischer Hirsch! Oh Gottes Willen, wenn er aber doch was hört. Ja, das ist ja das Gute, der hört's ihm nicht. Jetzt passen Sie auf. Verstehst du mich jetzt? Freilich verstehe ich dich. Du, das Fräulein sollte auch was sagen. Verstehen Sie mich auch? Geh, ich hab doch noch keinen Bauch. Ja,
Herr Bürgermeister, geben Sie mir jetzt bitte schon die Ölrechnung. Ich hab's vorher in der Eile vergessen. Natürlich, weil meine Zimmerlinde wieder so dumm dahergeredet hat, gell? Moment, dann haben wir's gleich. So. Jawohl, da haben wir's. Schauen Sie voneinander, bitteschön. Ah ja, dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen, vierte. Auf Wiedersehen. Der brauchst du nicht nachschauen. Die ist nichts für die. Die ist für mich. Mahlzeit? Mahlzeit. Ja, das ist ja der Lois. Das ist die Stalle, Sophie. Grüß dich. Wie gibt's denn das? Na, sag mal, wie kommst denn du daher? Ich? Naja, sagen wir mal, aus Zufall. Und was machst du da? Ich? Ich bin der neue Hausmeister. Was du nicht sagst. Du sag einmal, Lois, bist denn immer noch der gleiche Hallodri, wie es bei uns daheim in der Gastwirtschaft immer warst, hä? Gell? Denkst du auch noch dran, dass immer was los war, wenn ich zu euch gekommen bin? Aber jetzt wirst du doch schon gescheiter worden sein, oder? Ich wüsste nicht warum. Du, da wo ich jetzt bin, da bin ich schon wieder mittendrin in der Gaudi. Okay, und was machst du da? Also, wenn's das niemand weiter erzählt, dann sag ich das. Okay, sag doch nix. Also, ich spiel da herinnert einen Schwerhörigen. Du, das ist eine Gaudi, die haben sich schon alle eingestellt auf mich. Ah, ja und die Wirtin auch. Die habe ich bis jetzt noch nicht getroffen, aber die ärgert dich natürlich erst recht. Leusel, hat's geschmeckt? Wer ist verreckt? Du, das ist unser neuer Hausmeister. Jetzt pass auf, wie man mit dem reden muss. Leusel, das ist unsere Wirtin. Jetzt hast du gegessen, jetzt kannst du arbeiten. Leute, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Was, du bist da die Wirtin? Jetzt kannst du betratzen, wenn's noch magst. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, bis ich denen erklärt habe, wie sie mit mir reden müssen. Du hast mir den ganzen Spaß verdorben. Geschieht dir ganz recht, gell? Ach, halt einmal. Lois, du kommst mir ja wie gerufen. Du musst für mich weiter den Schwerhörigen spielen. Pass auf, mein Mann, der hat immer so saubere und fesche Sekretärinnen, weißt? Und ich wär immer ganz narrisch vor lauter Eifersucht. Du musst jetzt für mich ausspionieren, ob mein Mann was mit dieser Anna hat. Tust du das für mich? Freilich tue ich das für dich. Ha, jetzt bin ich sogar Doppelagent. Leusel, du kannst aber schön schreiben. Leberspatzelsuppe. Mei, wie gestochen. Ist der Herr Bürgermeister da? Der ist in der Gastwirtschaft draußen. Du, Anna, komm mal her. Das muss doch sein. Wie schön der Leusel schreibt. Schau her. Jetzt schaut mein Magenfahrplan auch noch was gleich, gell? Ja, schön. Schön. Mehr wie schön. Nein, Leusel, du hast einen Fehler gemacht. Es heißt nicht Kartoffelknödel, sondern Kartoffelknödeln. Weil immer zwei Knödeln
auf eine Portion sind. Gell, Anna? Na, der Läusel hat schon recht. So, dann schreibt man's jetzt anders, wie es ich gelernt hab. Schweinshaxe mit Sauerkraut. Du, die Preußen, die sagen zur Schweinshaxe Eisbein. Als wie wenn das was Gefrorenes war. Psst. Herz am Spieß gibt's heute nicht. Ah, hat er was falsch gemacht? Ja, lass sein. Du, deine Bratzerl weg, da geht's so, komm. Ui, ein Herzl mit Pfeil. Jetzt kannst du es wegwischen. Kannst du. Ich hab schon gelesen. Anna, merkst du was? Du, das Herz mit Pfeil ist eine versteckte Liebeserklärung an dich. Ich kann da keine Liebeserklärung erkennen. Du, warum gefällt dir nicht der Läusel? Ach, du kannst schon dumm fragen. Mich darf's halt interessieren. Aber brauchst nicht so leise reden, er hört's ja nicht. Ja, das ist ja das Schlimme. Mei, einen Fehler hat jeder Mensch. Dafür ist der Läusel ein braver, lieber Bursche. Und das Hören ist in der Liebe nicht die Hauptsache. Läusel, ich lass euch jetzt allein. Warum ist die Lizenz jetzt gegangen? Ich weiß nicht. Sie müssen näher herkommen, ich verstehe Sie nicht. Ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Noch näher. Heute hören Sie aber besonders schlecht, hä? Ist es so nah genug? Ja. Au! Oh. Ja, gibt's denn das auch? Haut die Pfeil grad zu! Herrschaftszeiten. Läusel, mach dir nichts draus! Tust dabei einen Hof zusammenkehren! Anna, das hätte ich von dir nicht gedacht. Aber geh, jetzt hast es. Jetzt ist er auf und davon. Und ich hätte vom Läusel nicht gedacht, dass er gleich so frech wird. Das hast du doch kennen müssen, wie er dich zu sich hergewunken hat, was da kommt. Ja, der Läusel, mei, der hat keine Erfahrung mit dem Madel. Nein, der weiß nicht, dass man eine Frau umwerben muss. Du, das ist noch ein Anfänger. Das war aber kein Anfängerkuss. Hat er da also doch geschmeckt, ha? Aber das nächste Mal haust du nicht mehr zu. Zu einem nächsten Mal kommt's nicht. Das glaubst doch selber nicht, Anna. Läusle, kannst wieder reinkommen, sie ist schon fort. Ach so, der Herr, der mich nicht, den muss ich holen. Steigt doch da draußen schon wieder die Anna umeinander. Wart bestimmt wieder auf meinen Mann. Ah, Läusel, gut, dass du kommst. Du, hast schon was rausgebracht von meinem Mann und der Anna? Lass mich bloß mit der in Ruhe. Das ist eine ganz gefährliche. Geh. War ich doch nicht umsonst eifersüchtig. Du, was war denn schon? Darüber rede ich nicht. Da muss ich erst noch mehr wissen. Aber du musst mir alles sagen, wenn was ist mit denen zwei. Und versprich mir, dass du ganz fest aufpasst. Von jetzt ab wie ein Spitzenagent. Gut. Ja, Läusel, siehst das schon wieder sind's beieinander. Ohne seine Sekretärin kann er eben überhaupt nicht mehr sein. Ja, Läusel, kannst du das ruhig sagen. Der hört den Schmarrn wenigstens nicht. So viel hinaus, wir können die jetzt nicht brauchen, Herrin. Sag einmal, geht das schon wieder los? Herr Bürgermeister, wenn Sie jetzt bitte das Antwortschreiben vom Landratsamt lesen würden. Selbstverständlich, Frau Nanna. Bitte, ich muss jetzt den Brief lesen und dann mit meiner Sekretärin alles genau besprechen. Ist schon recht. Jetzt hockt sie sich auch noch. Sophie, du störst. Ich las mich nicht mehr pflanzen, ich habe meine Erfahrungen. Ja, jetzt genauso. Ich hab gesagt, der Brief, der ist geheim. Ja. Sag mal, wärst denn du nie vernünftig? Ich als Bürgermeister, ich habe meine Verpflichtungen. Die hast du mir gegenüber auch. Heilige Verpflichtungen. Das hast du mir am Altar geschworen. Mei, was schwört man nicht alles? Was? Nicht? Ich mein,
Freundin Anna, was sagen Sie zu so einem Dickkopf? Fräulein Anna, ja, was sagen Sie jetzt da dazu? Ich sage überhaupt nichts mehr. Mir ist das nämlich alles viel zu lächerlich. Immer diese eifersüchtigen Anspielungen. Das wird mir jetzt wirklich zu dumm. Ich kündige und suche mal eine andere Stellung. Fräulein Anna, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht kündigen. So, Aldi, jetzt hast du's. Na, du hast es. Wo soll ich denn gleich wieder so eine so hübsche, ich meine so eine gute Sekretärin herbringen, die so gut zu mir passt? Das ist es ja, was mir nicht passt. Dass sie so gut zu dir passt. Bin froh, wenn sie nicht mehr da ist. Also, 4 Wochen werden Sie sich mit mir schon noch rumärgern müssen. So lange dauert nämlich meine Kündigungsfrist. Aha, jetzt werden sie aber deutlich, meine Liebe. Ach, mir läuft einmal das bewusst die Haarfall über. Und dann kenne ich mich halt selber nimmer. So, jetzt hast du das gehört, gell? Jetzt gehst du raus, sonst wäre ich nämlich amtlich. Ich mag schon gar nicht mehr da bleiben. Aber der Läusel, der bleibt. Ah ja, der kann ruhig da bleiben. Der hört ja nix. Läusel, sei froh, dass du schlecht hörst. Bleibt der Mann Ärger erspart. Ja. Freund Anna, das kann doch nicht Ihr Ernst sein mit dieser Kündigung. Doch, ich hab auch meinen Dickkopf. Schauen Sie, ich weiß doch, meine Sophie hat mich gern. Naja, und da ist halt diese Eifersucht nur eine, sagen wir einmal, eine logische Folgerung davon. Aber eine sehr unangenehme und besonders für mich. Und darum geh ich. Aber, Läusel, die Anna, die lassen wir nicht fort, die muss da bleiben, gell? Ich mag mehr Ruhe. Aber der ist auch grantig. Hat die auch eine geärgert? Herr Bürgermeister, jetzt haben Sie das Antwortschreiben immer noch nicht gelesen. Bitte nehmen Sie Platz, dann werden wir die Sache gleich einmal bearbeiten. Ja. Was Sie schreiben, die Herren vom Landratsamt. Ja, blutige Hähnerkett! Ja, was glaubt denn die? Für was macht man denn eine Eingabe? Für was erklärt man denn diesen Bürostäften, was recht und billig ist? Hören Sie das mal an, Freund Anna. Die Straßenplanung ist endgültig. Zu einer Änderung der Trassenführung besteht kein Anlass. Ja, Grützig! Jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Die schaffen einfach hoch. Ich meine, das ist klar. Wenn eine Straße gebaut werden muss, dann müssen sie ja irgendwo durch. Ja, aber das muss doch nicht sein, dass von uns alle nur immer der Haslinger der Leidtragende ist. Ich habe mich erkundigt. Die Herren, die haben gesagt, es wäre durchaus möglich, dass man die Straße so plant, dass jeden von uns Bauern ein bisschen trifft. Naja, das wäre ja nur gerecht. Ne? Ich habe doch die ganze Sache nur deshalb geheim gehalten, dass von unseren Bauern keiner misstrauisch wird. Die hätten mich doch bestürmt. Die hätten gesagt, Bürgermeister, du machst keine Eingabe. Nein, das lassen wir alles, wie es ist. Hat der Hasling halt leider wieder mal Pech gehabt. Gebackenes Hirn, jawohl, gebackenes Hirn, das brauchen sie. Das schreiben wir denen. Gebackenes Hirn, das brauchen sie, diese Briefschreiber da. Und Ihre Frau hat sie auch nur so verdächtigt wegen der Geheimsache. Das auch noch. Passen Sie auf. Die Grundstücke Plannummer 12, 64 bis 68 werden im Ökonomen Haslinger zum ortsüblichen Preis von 12 Mark pro Quadratmeter abgelöst. Eine Unverschämtheit. Ferner werden wir versuchen, die im anfallenden Straßenbaukosten in erträglichen Grenzen zu halten. Was? An die Straßenbaukosten muss er sich auch noch beteiligen? Ja, sogar doppelt. Ja, die Straße geht jetzt praktisch mitten durch seine Gründe durch. Er ist also sozusagen herüben und drüben der Anleger. Ja, eine Straße kostet Millionen. Da versuchen die natürlich überall, wo sie was anzapfen können. Und man konnte dem Haslinger gar nicht helfen. Leider nicht. Ja, Freund Anna, holen Sie mir den Haslinger mal her, dass ich ihm sein großes Pech schonend beibringe. Ja, freilich. Ich hole ihn sofort. Zeig nur, wenn ich hab's das. Immer das Gleiche. Gerade die Gurten erwischt's immer. Wenn sie einen Bazi getroffen hätte, dann war es nicht so schlimm, aber auch gerade der Haslinger. Ist ja interessant. Ich glaub, diesmal erwischt's doch am Basi. Läusel, ich hab mit der Anna geredet. Ich glaub, der tut's furchtbar leid, dass sie dir eine gewischt hat. Musst es halt noch einmal probieren. Nein, ich lass mir keine mehr schmieren. Das war doch nur ein Liebestatscherl. Ja, Läusel, was haben's denn mit dir angefangen? Weißt du das auch schon von der Watschen? Warum? Wer hat denn noch nicht gekriegt? Ach so, du weißt nix? Na, dann geht's dir André go, gell? Jesus, mir brennt was auf, mir brennt was. Ja, Läusel, hast du eine serviert gekriegt, ja?
Das hab ich dir fein nicht geschafft, dass du schlagen lassen musst. Aber dein Kohlrabi, der hält das schon aus. Du redst ja einen Schmarrn. Du, der Spion, wie steht's mit dem Horchen? Weißt du schon was? Hör dir der Blecker auf. Ja, Spaß muss sein. Geh weiter, weißt du schon was? So red halt einmal. Ja, freilich. Deswegen mache ich ja für die da einen Deppen. Ja, also, was weißt du denn? Red, geh weiter. Hä? Fangst schon wieder mit schwierig sein an, hä? Ich krieg noch 200 Mark von dir. Ja, red zuerst einmal, ob's das auch wert ist. Wenn ich mengen darf schon. Hä? Zuerst her mit dem Diridari. So, schau her. Aber jetzt möchte ich was hören, gell? Du, da fehlen, das sind ja bloß 180 Mark. Was? Da, schau her. Hat sich nur als ein Bazi versteckt. Jetzt nimm's halt nicht so genau, geh weiter. Was weißt du? Also pass auf. Ich habe erfahren, dass es sich bei dieser geheimen Sache um ein Millionenprojekt handelt. Und dann habe ich noch was erfahren vom Haslinger seine Grundstücke, Plan Nummer 1264 bis 68. Ich kenn mich aus. Da wird eine Fabrik gebaut. Ja, freilich. Nur das kann das Millionenprojekt sein. Was hast du schon gehabt für Planungen? 1264 bis 68. 64 bis 8. Du, ist das auch gewiss wahr? Ich weiß sogar noch mehr. Der Haslinger, der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Ja, das ist gut. Muss ich gleich zum Haslinger? Die Gründe brauche ich, die sind einmal unbezahlbar. Nein, du kannst ruhig da bleiben. Den holt nämlich gerade am Bürgermeister seine Sekretärin. Hoffentlich sagt er ihm nicht, um was es sich da handelt. Nein, das ist ein Bürgermeister seine Sache. Den soll ich holen, wenn der Haslinger da ist. Ja, das tust du nicht. Zuerst muss ich dem Haslinger den Grund abkaufen. Ja, der schafft Zeit, denn der Papa direkt zum Mainz vor lauter Aufregung. Du, ich geh jetzt rein und kauf mir eine halbe, gell? Und wenn der Haslinger kommt, dann holst du mich. Kriegst noch mal einen Hunderter. Ich glaub, diesmal erwischst du doch ein Bazi. Grüß Gott. Wo ist denn der Bürgermeister? Bist du der Haslinger? Freilich. Ich bin der Lois. Grüß dich. Pass auf, bevor ich dir jetzt einen Bürgermeister hol ich dir noch schnell einen Pfleiderer. Der will nämlich ein Geschäft mit dir machen. Was, der? Nein, mit dem Bazi mache ich kein Geschäft. Auch nicht, wenn's du ihn reinlegen kannst. Den legt keiner rein. Doch, Haslinger, du kannst das. Ja, ausgerechnet ich, wo ich in letzter Zeit so viel Pech hab. Nein, irgendwas stimmt schon wieder nicht. Sonst darf mich doch der Bürgermeister nicht von der Arbeit wegholen lassen. Ja, freilich stimmt was nicht. Aber Haslinger, du kannst das stimmend machen. Pass auf. Verkauf am Pfleiderer deine Grundstücke, Plan Nummer 1264 bis 68. Ah, da ist Zeit, feil, gell? So weit bin ich noch nicht herunter, dass ich einen Grund verkaufen muss. Es gibt höhere Gewalt, Haslinger. Mehr sage ich nicht. So, jetzt hol ich dir einen Pfleiderer. Und wenn's dir du die bewussten Gründe nicht teuer verkaufst, dann ist er nicht mehr zum Helfer. Naja, besser wär's jetzt zu verkaufen, bevor ich verkaufen muss. Und daher hat er gesagt, der Läusel. Ja, der Haslinger. Ja, grüß dich, gut, alter Spezi. Ich bin nicht dein Spezi. Was willst du denn? Gell, Haslinger, dir geht's dreckig, gell? Was geht denn das dich an? Ich weiß schon. Traust mir nicht, gell? Ja. Er sagt's allweil, ich war ein Bazi. Und deswegen möchte ich jetzt mit Fleiß einmal etwas Gutes tun. Ich kauf dir einen Grund ab. Hast gemeint, da wird nichts draus. Auch dann nicht, wenn ich dir mehr gib, als ortsüblich ist. Also wenn du so süß redst, steckt gewiss mit der Lumperei dahinter. Diesmal nicht, Haslinger. Du pass einmal auf, ich zahl dir einen Liebhaberpreis. Bei uns kostet der landwirtschaftliche Nutzgrund der Quadratmeter 12 Mark. Ich zahl dir 20. Was sagst du jetzt? Was, 20 Mark sagst? Ja. Da zahlst du ja drauf. Ja, das macht mir diesmal gar nichts aus. Ich hab mich radikal geändert. Weißt du, ich hab schon so viel beschissen, warum soll ich bei dir eine Ausnahme machen? Was? Mann, ich
möchte jetzt einmal was Gutes tun. Das hast du schon mal gesagt. Ja, weil es wahr ist. Mich drängt ja direkt zu einem guten Werk. Fleiderer, für dich wird's gescheiter sein, du gehst ins Kloster. Schau, jetzt will ich mich ändern, wo jetzt ist es auch wieder nicht recht. Was möchtest du denn eigentlich für einen Grund von mir, hä? Haslinger, ich hab mir das schon angeschaut. Ich schau mir das schon lang an. Weißt, Plan Nummer 264 bis 68, das lag für mich am günstigsten, weißt? Ich zahl dir 20.000 Mark an und verbriefen der mir, sobald es geht. Kriege ich die 20.000 Mark gleich? Freilich. Ich hab grad so viel dabei, weil ich ein Viech verkauft hab. Also, 220 Mark hast du gesagt für einen Quadratmeter. Schau dir nicht an, Haslinger. Hä? Handeln kann er auch. Also, weil es wurscht ist. Da schau her, hast du deine Anzahlung. Und jetzt schreibe ich noch einen kleinen Wisch, damit alles seine Richtigkeit hat, gell, Haslinger? Durch die Anzahlung von 20.000 ist der Kauf perfekt. Verbriefung erfolgt nach Vermessung. So, Haslinger, jetzt haut ein Servus hin. Teuer, hat er gesagt, der Luisl. Fleiderer, einen Quadratmeter Preis musst du reinschreiben. 25 Mark. 22 haben wir ausgemacht. Ich hätte aber doch gern 25. Schau dir nicht an. Von dir kann man ja noch was lernen. Ja. Du wärst allerweil geschäftstüchtiger. Also gut, in Gottes Namen. Amen, aber jetzt unterschreibst, gell? Sakra, jetzt leid's was. Du hast das auch genau Nachzeit, Haslinger. Ganz genau. Ich hab mir gedacht, 100er geht bestimmt ab. Du hast dich täuscht, gell? Ich hab das ja gesagt gehabt, dass ich auf dem Weg der Besserung bin. Haslinger, und bei dir hab ich angefangen. Herrschaft, nein. Jetzt hab ich auch mal ein gutes Geschäft gemacht. Das hätte man selber nicht zutraut. Ah, Haslinger, da bist du ja. Ja, also, setz dich hin, trinken wir zuerst einmal ein Glas Schnaps miteinander, das glaube ich ist gescheiter. Also da kommt gewiss nichts Gescheites, wenn du mir zuerst einen Beruhigungsschnaps gibst. Prost, Haslinger. Prost, Bürgermeister. Geht, trink keinen einen. Nein, lass dir Zeit. So viel vertrage ich nicht. Trink nur, der wird dir gut tun. Na ja, gut ist er. Ja, Haslinger. Haslinger, Kreuz ist auf der Weg, gell? Und was weißt sonst noch alles? Ja, du bist ein guter Kerl, Haslinger. Geh weiter. Sag das andere auch. Ja, hast recht. Das Rumreden, das nützt dir nichts, gell? Aber ich muss das doch erfahren. Haslinger, tut mir leid. Schön. Lies einmal das. Ja, da legst du wieder und wenn du aufstehst, gleich wieder. Ja, so ein Massel. Was sagst du? Ich hab mehr Glück mehr Verstand. Du, glaube ich, hast das nicht richtig gelesen. Geh, schau das noch einmal genau an. Du darfst mir selber einschenken, Bürgermeister. Nein, wie es sowas geben kann. Das sind die Kartoffeln, wo ich hab. Haslinger, sag mal, haben denn die vielleicht die 3 Stamperl Schnaps schon besoffen gemacht? Haslinger, ich muss dir das erklären. Ja, meinst vielleicht, ich kann nicht lesen? Ja, da brauche ich dich nicht dazu. Haslinger, eine Straße wird bei dir baut. Ja, das soll noch bauen. Von mir aus 2 Straßen braucht man. Scheint, das ist da vielleicht was mit dir. Schau dir das noch einmal genau an. Die Grundstücke, die hast du das wirklich genau gelesen? Ja. Jetzt, das geht durch dich an. Nein, Bürgermeister, da täuscht du. Ja, natürlich, da steht's doch. Die können von mir aus hinschreiben, was sie wollen. Das geht mir nicht so. Haslinger, natürlich geht es dich was an. Nein. Da? Das geht mir immer so. Schau mal her.
Aber was ist denn das? Frag nicht so dumm. Ein Geld? Bürgermeister, ich bin ein Luder. Ich hab grad meine Straße verkauft. Sag einmal, spinnst du vielleicht? Eine Straße kann man doch nicht verkaufen! Der Haslinger kann's. Und gut auch noch. 25 Mark für einen Quadratmeter. Also das macht man so schnell keiner noch. Da, nimm deinen schönen Brief wieder an dich. Der geht mir gar nichts mehr an. Das musst du jetzt einem Pfleiderer schonend mitteilen. Was, der Pfleiderer hat dir den Grund abgekauft? Ja. Warum denn? Ja, weil er ein guter Kerl ist, hat er gesagt. Und er ist auf dem Weg der Besserung. Mein, der wär Flur. Also du hast wirklich verkauft? Ja, hast du es jetzt endlich begriffen? Weißt du was? Jetzt schicke da einen Pfleiderer rein. Der sitzt bei dir in der Gaststunde draußen. Er hat gesagt, er ist auf dem Weg der Besserung. Also da bin ich jetzt wirklich neugierig. Das gibt's ja nicht so was. Ah, der Herr Bürgermeister hat gerufen. Red dich aus, was gibt's? Du hast den Haslinger einen Grund abgekauft. Ja, ich schon. Warum? Weil ich nicht so blöd bin, wie es ihr meint. Hast du gemeint, ich komm da nicht dahinter, was da so geheim ist? Hast du das gemeint? Mein Bürgermeister, für mich seid ihr alle spät aufgestanden. Da. Aber es hat alles seine Richtigkeit. Du kannst nichts mehr ändern. Ja, wo zahlt? Habe einen kleinen Kaufvertrag. Also, du kannst mir nicht an. Weißt du auch, was du gekauft hast? Meinst, du musst mir das erklären. Ich habe meine Informationen, aber es kann mir keiner was nachsagen. Ich hab dem Haslinger 25 Mark für den Quadratmeter gezahlt, gell? Weil ich mir sag, leben und leben lassen. Oh, das ist ein feiner Zug von dir, Pfleiderer. Geh schon her. Lies dir das einmal durch, bitte. Ja, du sag ja. Jetzt hab ich's gleich schwarz auf weiß auch noch. Ja, ja. Herr Bürgermeister, das ist ein Gaudi, gell? Ja, ja. Hast du schon mal eine Behörde gesehen, die eine Gaudi macht? Also ich nicht. Ich weiß doch, es handelt sich um ein Millionenprojekt. Stimmt. Straßen kosten auch Millionen, ja. Und als Anlieger kannst du dich jetzt an den Kosten auch beteiligen. Was? 25 Mark habe ich dem Hasinger für einen Quadratmeter gezahlt? Ja. Und jetzt darf ich die Straße auch noch zahlen? Ja, ich häng mir auf. So ein Geschäft hast du auch noch nicht gemacht, gell? Der Kauf muss rückgängig gemacht werden. Der Hasinger, der muss zurücktreten. Ja, der war schon blöd. Du hast ja selber gesagt, der Verkauf ist in Ordnung. Du hast sogar angezahlt. Pfleiderer, das hast du selber ausgeschmiert. Du Tratzen brauchst die feine Planung, gell? Was meinst du, was erst die anderen sagen werden, die du immer beschissen hast? Kann ich mir ja gar nirgends mehr sehen lassen. Ja, das kann möglich sein, ja. Auf alle Fälle haben sie bei uns im Ort für die nächsten Monate was zum Lachen. Den Läusel, den bring ich um. Pfleiderer, hast geklappt? Ja, du auf, du Geschechter, du. Hey, zieh die Bremse an. Ich hau dir gleich ungespitzt in den Boden rein. Geht über Ruhe. Ha, die fürchte ich nicht. Die, was du umgebracht hast, die leben alle noch. Was bist denn eigentlich so narrisch? Ja. Hast kein gutes Geschäft gemacht. Du Idiot, du. Wer ist ein Kompott? Ja, du. Ich hab eine Straße gekauft. Für dich allein? Sag einmal, warum tust denn du sowas? Ich hab gemeint, du hättest ein Fabrikgelände kaufen wollen. Du Hans Wurst, du Geiber. Du hast mir's ja falsch eingesagt. Du bist jetzt blöd zum Horchen. Das Millionenprojekt ist doch eine Straße. Dann baust du halt eine Mautstraße. Du, ich hab dir bloß das gesagt, was ich gehört hab. Das von dem Fabrikgelände ist dir eingefallen. Ich konnte gleich alles zusammenrennen. Also, Pfleiderer, nachrennen muss ich dir auch noch, gell? Du das nächste Mal machst du den Mai auf und sagst, wo du hingehst. Da geh her und iss. Das kannst du selber fressen.
Ja, dann ist der Läusel. Läusel! Bezahlen muss der Pfleiderer. Er hat's auch bestellt. Bezahlen muss der Pfleiderer. Ihr seid so alle blöd für mich. Der Läusel ist ja gar nicht schwerhörig. Da spinnst denn du? Ja, glaubst denn du, ich darf sonst mit ihm so reden? Der Läusel ist ein ganzer armer Teufel. Aber du hast ja kein Gefühl dafür. Gell, Läusel? Du bist ein ganz ein lieber, braver Bursche. Ja, gemein, das ist ja nur der größere Bazi, wie ich bin. Nicht wahr ist? Der Größte bist schon du. Und wenn's jetzt noch einmal zum Läusel Bazi sagst, gell, dann stoppt's. Der allergrößte Bazi bist du. Und du kehrst einmal so richtig ausgeschmiert. Was? Ja, Läusel, du Schlawak, du. Hast du mir vielleicht im Auftrag von der Zenz nur die Hälfte gesagt? Ach, du spinnst da. Ich hab dir bloß das gesagt, was ich gehört hab. Ja, der hört ja wirklich. Du hast jetzt das alles gehört, was der Pfleiderer da gesagt hat. Jesus, Jesus. Ja, dann hat ja der Pfleiderer recht. Ja, Läusel, ja, scham sie den gar nicht. Doch, Zenz, vor dir scham ich mich. Schau gar nicht an, den falschen 50er. Jetzt da der Scheinheilige auch noch. Du heißt es der Mai, gell? Der Läusel, der schamt sie ja. Das ist wirklich ganz ein armer Kerl. Und du hast ihm bloß die Lumperei gelernt. Läusel, wie eindringlich habe ich dich vor diesem Haderlumpen gewarnt. Jetzt wird dem Bazi noch geholfen, ha? Du, jetzt sag ich dir das eine. Noch einmal, wenn du den Läusel zu einer Lumperei hernimmst, dann kriegst du von mir erwaschen, dass du 8 Tage lang vom Teufel träumst. Läusel, du gehst mit mir. Du isst deine Brotzeit... deine Brotzeit bei mir in der Küche. Der Pfleiderer ist kein Umgang für dich. Du Schlawak, du! Du Hans Wurst, du! Versteckt sie hinter einem Weiberkittel! Hey, Pfleiderer! Was ist denn los? Was schreist denn so? Liegst da! Wo ist mein Zech? Und sehen der ziemlich nicht mehr, gell? Über was hast du denn so geärgert? Du, und deinem Alten kannst du sagen, er ist dahinter drum, dass die Bazi der umeinander läuft. Hey, wie haben wir's denn? Wie kannst du sowas sagen? Was ich weiß, das weiß ich. Halt! So kommst du mir nicht aus, gell? Was weißt du von meinem Mann? Oder ist da vielleicht was mit ihm und seiner Sekretärin? Was wird denn? Da mische ich mich rein. Das ist eine Sache. Jetzt klappt's vielleicht doch noch mal. Was hast du gesagt? Ja, weißt du, denn einmal erfasst das ja doch. Die Leute, die sagen nicht umsonst, dass sich der Herr Bürgermeister mit seiner bildhübschen Sekretärin schon sehen lassen kann. Was? Wer sagt das? Ja. Und woher weißt du das? Pfleiderer, setz dich mal dahin und jetzt sagst du mir alles, was du weißt, gell? Also? Ja, schau, wir denn. Eigentlich hätte er das Geschäft ich machen wollen, gell? Aber er ist mir zuvorgekommen. Naja, und jetzt mache ich das Geschäft ich für ihn. Ja, aber was denn für ein Geschäft? Ich hab doch dem Haslinger einen Grund abgekauft. Im Auftrag deines Mannes. Ja, er hat mich das machen lassen, weil der Kauf geheim bleiben soll, weißt? Und jetzt reiß dich zusammen, Wirtin. Er hat den Grund gekauft für seine Sekretärin. Für das Fräulein Anna. Also doch. Hab ich doch recht gehabt, dass mit denen zwei was nicht stimmt. Das scheint mir auch so. Weil ohne Grund kauft man keinen Grund. Pfleiderer, hat dir mein Mann das Geld schon gegeben für den Grund? Na? Gut, dann kauf mich. So, jetzt da an dir auch noch das Geld hinhauen. Das ist doch schlimmer wie bei dieser Clara. Und ein Haufen auch noch. Wirtin, 30.000 Mark habe ich angezahlt. 30 Mark kostet ein Quadratmeter. Was so teuer sein bei uns die Gründe? Ja, aber anzahlen musst du voll, gell? Dass ich nicht mehr zurückkomme. Ja, nimmst du einen Scheck auch? Ja, freilich, Wirtin. Gut, dann schreibe ich dir gleich einen aus, gell?
Sakratier, jetzt ist mir aber heiß geworden. Aber hingeschaukelt habe ich es noch mal. Jetzt muss ich gleich einen Wisch schreiben, damit es nicht mehr rauskommt. So, Leiderer, da ist jetzt der Scheck. Aber niemandem was sagen. Das muss geheim bleiben, gell? Ja, Wirtin, schau her. Ich habe jetzt noch einen Schrieb vorbereitet und den unterschreibst du, dann hat alles seine Richtigkeit, gell? So. Und niemand was sagen, gell? Nein, Wirtin, war falsch nix. Da wär der Spitzen, mein Alter, ha? Und wir? Vierte gut, Wirtin. Vierte. So, Markus. Und jetzt werde ich dir zeigen, dass wir unser Geld nicht zum Rauswerfen haben, gell? Oh, da geht er, der Pfleiderer. Das hat er sich selber ausgeschmiert. Was lachst du so? Über den Pfleiderer Lai. Das hat sich gescheit erbreselt. Du, sag einmal, Markus, kannst du mir vielleicht jetzt sagen, was da so geheim war? So viel, jetzt darf ich. Mei, die hat's rumdrüben, gell? Und du bist scheint sehr gut aufgelegt. Ja, natürlich bin ich wieder gut aufgelegt. Es ist alles so gekommen, wie es kommen hat müssen. Du meinst also, es ist alles so ausgegangen, wie es du für richtig hältst? Ja, ich kann sehr zufrieden sein. Was das gewiss? Ja, der Haslinger ist froh, dass er seinen Grund angebracht hat. Und der den Grund gekauft hat, der wird wahrscheinlich auch froh sein, gell? Ja, wollen wir es hoffen. Plannummer 1264 bis 68. Ach, das weißt du auch schon. Ich weiß sogar noch mehr. Das Fräulein Anna kriegt den Grund nicht. Den hab nämlich ich, dem Pfleiderer, abgekauft. Ja, so viel bist du wahnsinnig geworden. Na, nur sehr schlau. Herrschaftszeiten, hab ich eine Wut. Ich darf gar nicht dran denken, wie ich mich blockt hab, dass der Läusel jedes Wort versteht, was ich sag. Dabei hat er jedes einzelne Wörterl mitgekriegt. Der hat sich halt gedacht, du blödes Luder, du, red zu, ich hör doch alles. Ja, der hört ja besser als wir ich. Hört der gar nicht auf. Für ein Läusel ist schade um jede Träne. Da hast du ein frisches Taschentuch. Das hat doch der Läusel nicht wissen können, dass die Frau Bürgermeisterin in ihrer blöden Eifersucht so eine Dummheit macht. Ja, wurscht, dann du vielleicht jetzt noch helfen auch, ha? Nein, das nicht, aber ach, für mich ist das halt alles sehr schlimm. Und wieso, ha? Ist dir jetzt eingefallen, ha? Dass du den Strizi gern hast? Das möchte ich nicht sagen. Dann sagt er sie, verliebt bist du über beide Ohrwaschen in ihm. Natürlich, jetzt wo er hört, da wäre er sogar brauchbar, gell? Ja. Ach, Zins, was tue ich denn mit so einem... Hallo, Dre, das wolltest du doch sagen. Ich möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Du, das glaube ich dir nicht. Du weinst nicht um einen, der Wurscht ist. Aber pass auf, den überlasse ich jetzt ganz allein dir. Denn mit der Liebe erzieht man das schlechteste Mannsbild. Meinst du wirklich, Zins? Ja, freilich. Wenn einer verliebt ist, dann wird der Lamperl fromm. Da fressen sie ihm aus der Hand. Ja, schau, das möchte ich ja gar nicht. Aber... Brauchst mir gar nicht sagen, ich weiß ganz genau, was du möchtest, gell? Ah, da, schau her. Unser Schwerhöriger, ha? Was willst du denn da? Gute Lust hab ich und du kriegst jetzt gleich von mir eine solche. Na, schau hin,
Wie schön, dass er sein Belly herhält. Jetzt mag ich gar nicht mit Fleiß. Geh du raus. Den kaufe ich mir jetzt ganz allein. Naus! Und du daher. Bruder Staubiger, ha? Magiert der einen Schwerhörigen? Sei froh, dass du gesund bist und dass du gut hörst. Das, was du gemacht hast, das ist ja ein Frevel. Warum hat denn die Anna geweint? Wegen dir doch nicht. Du Ehrenschau, der ist was ins Auge geflogen. Ich hab aber doch gemeint, dass sie gewarnt hat. Zehnt's, was hast du über mich gesagt? Nix. Du bist es gar nicht wert, dass man über dich redet. Aber Birscherl, jetzt möchte ich von dir was hören, gell? Und ich sag dir nur das eine. Lieg mich ja nicht an. Na, gewiss nicht. Ah, nicht, gell? Du kannst da gar nicht liegen, gell? Na? Wie war dann das mit deinem Schwerhörigen? War das keine Lüge? Zehnt's, jetzt beruhig dich doch wieder. Du brauchst nicht mehr schreien, ich bin nicht mehr schwerhörig. Mich wundert's nur, dass du nicht auf und davon gelaufen bist, wie deine Lumperei aufgekommen ist. Weil... Es fängt dir zum Stottern auch noch. Sag einmal, habe ich mir nicht immer gesorgt um dich? Ja, Zehnt's. Und das vergiss ich dir nie. Aber wegen mir bist du doch nicht da geblieben. Ja, auch, aber... Aber, jetzt red, ich möchte alles wissen. Wegen der Anna bin ich blieben. Aha. Die hab ich gern, die hab ich narrisch gern. Aber was die wohl jetzt von mir denkt... Haha, die wird sagen, Läusel, bist du ein braver Bursch. Mach nur immer solche Sachen, dann wird's uns im Leben niemals langweilig. Na, das sagt's bestimmt nicht. Aber Zehnt's, du weißt das doch, was gesagt hat. Ich möcht's gern wissen. Frag selber. Meinst du, dass ich mich trauen darf? Ja, freilich, die warten doch schon drauf, dass du um ein Hals fallen kann, weil du so ein Fallott bist. Was bist denn so böse auf mich? Wem hab ich denn geschaut mit meinem Spiel? Am Pfleiderer wollte ich reinlegen. Und das hätte euch alle gefreut. Dass die Bürgermeisterin so eine Dummheit macht, das hab ich doch nicht ahnen können. Und warum wolltest du einen Pfleiderer reinlegen? Mei, weil ich an die Anna gedacht hab und weil ich gewusst hab, dass ich dem Haslinger helfen wollt. Ach so, ja, Läusel, dann hast ja du das aus Liebe gemacht. Mei, dann bist ja du ein verliebter Spion. Ja, du, aber ist dir jetzt eingefallen, was du machen wirst, damit die Sache wieder in Ordnung kommt? Puh, das ist schwer. Ja. Der Pfleiderer wird jetzt, nachdem er schon mehr reingelegt worden ist, doppelt vorsichtig sein. Ja. Aber Zehnt's, sag mir doch, was die Anna über mich denkt. Du, die straft dich mit Verachtung. Ja, ja. Geh nur zu, du. Und denk drüber nach. Ja, das tue ich ja. Ich hab alles gehört. Du, wer hat denn dir gesagt, dass du horchen sollst, ha? Jeder Verliebte horcht. 18, und jetzt weiß ich, dass mir der Läusel wirklich gern hat. Ja. Aber du, das hättest du ja nicht gleich sagen brauchen, dass ich mit Verachtung strafe. Du, ich muss ihm jetzt helfen. Nix! Du bleibst da. Der braucht seine gerechte Strafe. So. Jetzt war's recht, das Gewissen druckten. Dem Kerl glaube ich nichts mehr. Gute Lust hab ich und zeigen an. Nein, bitte nicht. Sieh, schau an. Was heißt denn das, Zenz, dass die um den Angst hat? Wird denn, dass du da noch fragen musst? Schau, die hat halt Angst um ihn, dass ihm was passiert. Das ist schon so auf der Welt, dass die größten Baze die allerbravsten Madel kriegen. Schau dir nur dein Augen an. Und der Läusel, das ist der gleiche Herr Lodri, das ist... Justus, wo ist er denn überhaupt? Ah ja, zudem habe ich gesagt, er darf sie erst blicken lassen, wenn er die Sache wieder in Ordnung bringt. Ach, nix da, das kann man grad noch ab. Die will ich nicht mehr sein. Mir reicht das, wie uns der Kerl zum Narren gehalten hat. Wenn er kommt, schmeiß ich ihn raus. Nein, das darfst du nicht tun! Ja, was ist denn los? Jetzt helfen Sie einmal in zwei. Anna, hol's mal den Läusel einmal her. Muss denn das wirklich sein? Mei, ja, mei, ich glaub, das Mädel hat sich verliebt in den Hallodri. Also, was nicht alles gibt. Ach, so ist es. Sie und der Lois, Markus nicht, du und sie. Sophie, die sucht sich doch einen eigenen Mann. Nicht scheint, der schon verheiratet ist. Ja, aber warum warst du dann immer so nett zu ihr? Wie denn? Hast du schon mal ein Mannsbild gesehen, das zum jungen, sauberen Madel nicht nett ist? Also, der
Der Läusel ist nirgends zu finden. Aha, der hat das gespannt, dass ich ihn rausschmeißen will. Ja, Ich aber... bin froh, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Aber wer hilft uns jetzt gegen den Fleiderer? Da muss uns irgendwas einfallen. So ein Base darf doch nicht ungestraft davonkommen. Legt ja meine Frau so niederträchtig rein und behauptet auch noch, ich hätte was mit meiner Sekretärin, mit der Anna. Ja, du, da musst du aber schicken, der kommt bestimmt bald. Pass auf, ich hab mir schon was überlegt. Das könnte funktionieren. Wenn der Fleiderer kommt, und er kommt bestimmt, ja, der möchte doch seinen Triumph auskosten, nicht, dass er uns regelt hat, dann müssen wir alle miteinander, alle recht mitleidig lachen. Ja, so lachen, dass er misstrauisch wird. Ja, dann stutzt er und glaubt, die lachen doch nicht umsonst. Und ich überlege mir dabei was, wie wir ihm die Grundstücke wieder zuschustern können. Darfst du das als Bürgermeister jemand anschmieren, ha? Das mache ich doch nicht als Bürgermeister. Das mache ich nicht als Bürgermeister, das mache ich als Mann von meiner breiten Frau. Was? Von meiner geprellten Frau. Ach so, ja, und da darfst du lachen. Ja, das kann man keiner Amtsperson verbieten, dass er lacht. Also ich lache mal bis zu meine Stockzähne hinten. Mei, ich habe so grenzenloses Mitleid mit diesem armen Fleiderer. Ja, genau. So ist recht. So müssen wir lachen. Dann wird alles wieder recht. Wenn wir dem Fleiderer reinlegen können, das wäre für mich das reinste Volksfest. Zins, du gehst wieder, Anna, sie auch, gell? Und ich überlege mir dabei was, wie wir ihm die Grundstücke wieder unterjubeln können. Ja. Komm. Ja, ich gehe ins Büro. Und ich gehe in meine Küche. Warte mal, Markus. Ich muss noch was reden mit dir. Red bitte über alles mit mir, aber nicht über die Anna und über mich, ja? Schau, du hast mir noch gar nicht geschimpft wegen diesem Grundkauf. So, Fall. Da nützt doch Schimpfen auch nichts mehr. Und es ändert auch nichts mehr an der Tatsache. Ja, aber der Pfleiderer hat doch zu mir gesagt, dass du den Grund für die Anna kaufst. Das war doch gelogen. Da können wir doch anzeigen. Hat das wer gehört außer dir? Na? Also. Da braucht er bloß sagen, die stimmt nicht, dann kannst du überhaupt nichts machen. Ja, aber ich hab's doch nur gemacht, Jetzt weil... brauchst du bloß nur sagen, aus Liebe zu mir hast du dich vom Fleiderer ausschmieren lassen. Das ist schon so. Oh. Und wenn du das mir sagen darfst, Markus, dass du mich noch genauso magst wie an unserem Hochzeitstag, dann darf mir das narrisch gefreien. Was ist denn mit dir los, Sofa? Du beutst dir wie ein junges Mädel. Also wenn sowas die Anna sagen, der zu dem Ihren, dann kann ich das verstehen, aber du... Aha. Bei der Anna wäre das natürlich wieder was anderes, gell? Ihrem sagen würde nicht zu mir. Na, da kann man es verstehen, die ist jung und dumm. Und ich bin nicht mehr jung, bei mir versteht man es nicht. Nein, du bist nur mehr dumm. Was? Sofa, geh. Du bist doch genauso recht, wie es bist. Eine andere möchte ich doch gar nicht. Magst mich doch noch? Ja, natürlich. Sonst hätte er doch schon längst einen Grung umdreht. Du weißt ja den Grund anderen auslassen. Sowas kann man nur aus Liebe verzeihen. War der Läusel schon da? War der Läusel schon da? Nein, der kommt auch nicht mehr. Na, das glaube ich nicht, das gibt's nicht. Der kommt bestimmt wieder. So, Moines, was glaubst denn du, Sophie? Also mir wär's auch lieber. Dann wäre die Anna beschäftigt und hätte keine Zeit mehr für andere. Mein Gott, geht denn das mit dem Eifer schon wieder los? Jetzt hör doch endlich einmal Sind's. auf. Du glaubst doch an den Läusel. Ja, bis zu einem gewissen Grad schon, ja. Oh, das ist jetzt schon saudumm alles. Also ich vertraue ihm. Mein Madel, wenn's das du nicht darfst. Ach, es ist ein Kreis mit dem Mannsbrüder. So leicht kommt man's entbehren, wenn man's nicht so notwendig brauchen darf. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Der Läusel, der kann doch nicht einfach so weg sein. Psst, Anna! Läusel! Oh. Ach du, ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Ja, dass du wieder kommst. Alle anderen haben geglaubt, du bist weg. Aber du nicht. Nein. Pass auf, ich habe ein Telegramm aufgegeben. Und dann war ich beim Haslinger. Ja, der war aber leider nicht da. Jetzt habe ich ihm hinterlassen, dass er da herkommen soll. Anna, du musst mir helfen. Du musst dem Bürgermeister sagen, dass er dem Fleiderer andeuten soll, dass die Straße deswegen kommt, weil eine Fabrik gebaut wird. Von mir nimmt er doch kein Rat mehr an. Und ich will doch der Wirtin wieder zu ihrem Geld verhelfen. Ach, Läusel, ich bin ja so glücklich, dass du wieder da bist. Ja, da ist er ja, der Läus. Aber nimmer lang. Los, schau, dass du weiterkommst, die kann ich da nicht mehr brauchen. Wirt, einen Tag möchte ich noch gern da bleiben. Nix, mir langt es schon, wie du uns für Narren gehalten hast, Schleichte. Ach, bitteschön, Herr Bürgermeister. Also Markus, mir wär's auch lieber, wenn er da bleibt. Sag einmal, eiferst du schon wieder? Der Fleiderer ist in der Gaststube draußen und gibt an, wie ein Stein voll Kranke offen. Dann schaust, dass du weiterkommst.
Lois, der braucht wieder eine Runde Zähne und die auch nicht so. Ja, komm, Lois, wir gehen raus in den Wirtsgarten, gell? Darf ich jetzt reinholen, damit wir die Schlager auffangen können? Natürlich, rein damit! Wird. Und wenn er nicht mag, dann trag ihn rein. Brrr, den bring ich schon rein. Jetzt sollte alles gut ausgehen, gell? Ja. Ja, Herr Bürgermeister, der Loisel hat mir was gesagt für Sie. Hören Sie mir mit dem auf, von dem will ich nichts mehr wissen. Ach, bitteschön, jetzt hören Sie mich doch an, Herr Bürgermeister. Na, also, ich glaube nicht, dass sich der Pfleiderer nur weil wir lachen irritieren lässt. Ja, und drum meint der Loisel, Sie sollen ihm so ganz nebenbei sagen, dass die bewusste Straße wegen einer Fabrik gebaut wird. Ja, das ist doch eine großartige Idee. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, ich sag ja, der Loisel ist ein intelligenter Bazi, gell? Ja, aber wie geht's dann weiter? Ja, ach, da verlasse ich mich ganz auf den Loisel. Geh weiter! Lass dich nicht so ziehen! Schaut's an! Ist er nicht ein netter Teil für unseren Pfleiderer? Ist da das ein blödes Weib? Ha? Ja! Aber der Blödeste bist schon du! Ihr könnt ja lachen auch noch. Das kann ich auch. Ja! Ich lach auch! Ja! Jetzt lasst mir mal mit dem Pfleiderer anschauen. Ja, dann komm. Wird's, gell? Und wenn's du uns brauchst, wir sind jederzeit einsatzbereit. Bürgermeister, du kannst sagen, was du magst. Es hat alles seine Richtigkeit, du kannst mir nicht an. Du hast bei Sophie angelogen wegen dem Grundkauf. Hast du da einen Zeugen? Ich brauch keinen Zeugen. Pfleiderer, ob das glaubst oder nicht, aber diesmal hast du dich selber ausgeschmiert. Ich glaub's gleich gar nicht. Oh, mein Pfleiderer. Wenn du wissen darfst, was ich weiß. Bei mir plagst du mir sonst. Das sagst doch du bloß, damit ich nicht merken soll, wie er da stinkt. Ja, mir stinkt er doch gar nicht. Ich habe ein sehr gutes Geschäft gemacht. Geh weiter. Hast du deine Alte schon gelobt dafür? Ah, meiner Frau sag ich nichts. Nein, aber mir sagst du das, gell? Weil ich ja leicht zum Ausspüren bin. Ja. Wirt? Ja, darf ich endlich rein? Ich möchte doch sehen, wie er sich ärgert. Der glaubt ja immer noch, dass er das Geschäft gemacht hat. Ja, glauben kann er's. Du, bei manchen dauert's lang, bis merken, dass sie die Breiten sind. Du Pfleiderer, du bist ja so ein armer Teufel, gell? Aber zum Glück warst du's nicht. Ja. Was wird? Manche sind dumm geboren, haben aber was dazugelernt. Aber er hat's Lernen versäumt. Für die bin ich alleweil noch gescheit genug, gell? Meinst du, das ist dein Fehler? Jesus, die Leute werden lachen und werden sagen, endlich hat sich der Oberbazi, der Pfleiderer, selber ausgeschmiert. Jetzt red halt einmal vernünftig. Was war's denn eigentlich? Ja? Er möchte mich ausfragen, er. Weiß es schon der Pfleiderer? Na, der weiß noch nicht, dass er der Geprellte ist. Ach, das tut mir aber leid. Begreift ja so schlecht. Ja. Red du ja so daher. Ja, also ich muss wieder in meine Küche. Ja, jetzt muss ich auch wieder mal was sagen. Pfleiderer, was meinst eigentlich, was wäre, wenn die Straße jetzt doch wegen einer Fabrik gebaut werden würde? Ich glaub dir nix. Ja, wenn sie aber dann doch eine Fabrik bauen. Na, die bauen doch nicht umsonst so eine große Straße. Wen? Sowas muss ich, glaub ich, nur wenn ich den schwarz auf weiß sehe, alles andere ist ein dummes Gerät. Bürgermeister, wenn du den Pfleiderer reinlegst, musst du ein bisschen früher aufstehen. Jetzt geh hinaus in dein Gastum und kauf ein Maß, damit du wenigstens ein bisschen ein Geschäft machst. Und wenn da wieder was einfällt, dann brauchst du mich bloß holen, gell? Ein Pfleiderer reinlegen, das bringt ja gar keinen nicht fertig. Der Pfleiderer, der beißt uns nicht an. Also, da kann uns jetzt nur noch der Loisel helfen. Der Loisel, der ist für Sie scheinbar als Evangelium. Haben Sie einen wirklich so verkauft in diesen Kerl? Naja, wenn es nur wert ist. Ganz bestimmt. Ich glaube, dass er alles wieder in Ordnung bringt. Wo ist denn euer Loisel? Ja, ich schreie ihm sofort. Loisel, komm mal rein. Schon wieder einer, der einen Loisel braucht. Was möchtest du von ihm? Er hat mir hinterlassen, ist er unbedingt zu ihm gekommen. Ah, Haslinger. Ja? Gut, dass du bist. Ja, was? Hast du das Telegramm dabei? Feile, was bedeutet denn das? Lies einmal vor. Komme wegen Fabrikgelände
zahle jeden Preis. Was ist denn das für ein Telegramm? Wer hat denn das geschrieben? Das hab ich am Haslinger geschickt. Das muss der Pfleiderer lesen, dann wird ihm anders. Dann will er auch den Grund wieder. Haslinger, du musst uns helfen. Ich hab dir geholfen und jetzt musst du uns helfen. Ja, das tue ich doch gern, wenn wir dem Pfleiderer den Oberbazi ausschmieren können. Was muss ich denn da? Du musst ihn neugierig machen. Du musst ihm sagen, dass die Straße deswegen kommt, weil eine Fabrik gebaut wird. Das hab ich ihm doch schon angedeutet. Ja, das war gut. Wenn er schon ein bisschen was weiß, dann wird er neugierig und dann kehrt er der Katz. Aber ob das ausreicht, dass der Pfleiderer anbeißt? Ja, das ist am Haslinger seine Sache. Er hat's Telegramm. Ja, aber wenn ihm der Haslinger das Telegramm bloß hinhält und davon redet, das nützt doch nichts, da beißt er doch nicht an. Aha, an das hab ich schon gedacht. Der Pfleiderer, der muss so neugierig gemacht werden auf das Telegramm, dass er vergisst, sich zu erkundigen, ob das auch stimmt. Haslinger, du musst uns helfen. Kannst du ein Reischal markieren und dabei narrisch sein? Wenn's dem Pfleiderer an den Kram geht, dann kann ich alles. Gut, pass auf. Du musst immer von dem Telegramm reden und an die Brusttaschen hingelangen, wo du das auch drinnen hast, gell? Ja. Und dann musst du in deiner Wut vom Pfleiderer verlangen, dass er dir den Grund wieder zurückverkauft. Ja, weil du doch jetzt so einen Schaden dadurch hast. Und der Teufel soll mir holen, wenn dir der Pfleiderer das Telegramm nicht rauszieht und liest. Und dann kehrt er uns. Meinst du, das auch wird? Also Läusel, du bist doch ein ausgekochtes Schlitzohr. Ich glaube immer, du hast die Lumperei studiert, hä? Ich muss doch am Pfleiderer beweisen, dass ich nicht umsonst bei ihm in die Lehre gegangen bin. Ja. Du, Läusel. Läusel, machst du bei mir später auch solche oder ähnliche Sachen, hä? Ich mein... Ich weiß schon, was du meinst. Nein, die Lumperei da, die mache ich nur wegen dir. Brauchst nicht mehr weiterreden. Ich weiß schon. Hey, Haslinger, pass auf, jetzt kriegst du eine Flasche Schnaps in die Hand. Das schaut besser aus, da wirkt vielleicht ein bisschen. Du, und jetzt sag mir einmal das, wie das ist, wenn du ein Reischel markierst. Ach so, ja. Vor allen Dingen du richtig narrisch bist. Gut, also passt auf. Her mit dem Pfleiderer! Her damit! Ich hab ein Telegramm für ihn! Da drin hab ich's! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir weiter so, ja? Gut, und immer an der Wut denken. Was redst du so viel? Nein, jetzt noch nicht. Nicht? Ja, jetzt holt's mal den Pfleiderer. Ja, freilich, ich hol ihn sofort. Hey, Läusel, wir gehen raus. Wir schauen uns die Gaudi von draußen an, gell? Also, Haslinger, mach's gut. Nicht jetzt saufen, Mensch! Jetzt frei mit direkt auf den Hoderlumpen. Ja, der Haslinger. Alter Späße, wie geht's denn auch? Das geht dich einen Dreck an. Was? Ja, du Oberlump, du. Gib mir sofort meinen Grund wieder. Her damit! Ich möchte ihn wieder! Ich brauch ihn wieder! Sag einmal, bist du narrisch geworden, hä? Mein Grund gib er wieder. Sofort gibst du mir zurück! Haslinger, du bist doch froh, dass du ihn los hast. Und ich auch. Ich hab ihn der Wirt nicht aufgehängt. Ja, bist du nicht noch blöder? Nur sehr schlau. Schlauer wie alle miteinander. Ich hab ihm bloß eine Straße verkauft. Ja, du Depp! Du Dorgauf! Die Straße wird doch deswegen baut, weil auch eine Fabrik gebaut wird! Was? Jetzt sagt ihr das auch? Ich sag's nicht bloß, ich hab schwarz auf weiß. Da drin hab ich's. Sag's her, kann ich's lesen? Jetzt sag ich nix, du Gauner. Aber da drin hab ich's, das Telegramm. Und drum brauche ich meinen Grund wieder. Ich möchte auch mal zu den Obern kehren. Jetzt kriegen die das 5-fache dafür. Na, so ein Unglück. So ein Unglück. Hey, Haslinger, jetzt geh weiter, jetzt reg dich nicht auf, Haslinger. Ha? Beruhig dich. Weißt du was? Ja. Jetzt gehst du raus in die Gastung und kaufst dir eine Masse auf meine Kosten, gell? Komme wegen Fabrikgelände, zahle jeden Preis. Ja, bin da ich ein Depp. Ja, bin ich nicht das größte Rimpfig, das um einen läuft. Ich muss der Wirtin den Grund wieder zukaufen. Der Grund muss wieder her. Wirtin, komm her, komm mal schnell aus ins Nebenzimmer. Die muss jetzt überrumpeln. Was ist denn, Pfleiderer? Ich hab keine Zeit. Wirtin. Ganz durcheinander bin ich. Ob's das glaubst oder nicht. Ich hab heute Nacht nicht eine Minute nicht geschlafen.
So regt mich das auf. Weil ich dir dem Haslinger seinen Grunden aufgehängt hab. Ich vertrag's einfach nicht mehr, dass die Leute zu mir Bazi sagen. Fleiderer, darf ich lachen? Ja. Nein, es ist mein Ernst. Wirtin, machen wir's kurz. Ich geb dir deinen Scheck und du gibst mir meinen Schrieb und alles ist wieder in Ordnung. Ja, Fleiderer, da bin ich dabei. Ich komm gleich wieder, gell? Bist ein guter Mensch, Fleiderer. Ja. Bis gleich. Du legst dich nicht, jetzt ist mir warm geworden. Das wird ein Geschäft werden. So, Fleiderer, schau her. Da ist jetzt dein Schrieb, gell? Ja, hier, Wirtin, und da hast du deinen Check wieder. Und alles ist in Ordnung, gell? Und den zerreiß ich jetzt, gell? Dann ist er nämlich nichts mehr wert. Wirtin, ich danke dir, gell? Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Ja, Fleiderer, und ich auch. So, und jetzt dürft's alle wieder reinkommen. Haben wir gefasst? Kommen wir jetzt endlich über ihrem Lager? Jetzt könnt's nicht mehr über mich lachen. Ich hab der Wirtin den Grund wieder abgekauft. Jetzt gehört er wieder mir. Und ich verkaufe ihn gut, das könnt's mir glauben. Bald sauber haben wir die reingelegt. Was? Das mit deiner Fabrik stimmt ja gar nicht. Was? Merkst du das jetzt, dass du der Ausgeschmierte bist? Der Haslinger, ich hab das Telegramm gelesen. Ja, Fleiderer. Ja, was denn für ein Telegramm? Das, was der Haslinger Taschen drin gehabt hat. Ja, du Oberbazi, du. Jetzt können wir dich anzeigen, weil du gegen das Briefgeheimnis verstoßen hast. Weißt du, ein Telegramm kann jeder aufgeben, aber deswegen muss es noch lange nicht stimmen. Telegramm hat Läusel geschickt und auch bezahlt. Ja, Läusel, du Schlawak, du, das hast mir du eingebracht. Lass den Läusel stehen, Fleiderer. Der kann doch nichts dafür, dass du so blöd bist. Weißt du, schwerhörig sein wird einem verziehen, aber Blödheit wird bestraft. Lass dich anschauen. Fleiderer, du bist ein selten blöder Jahrgang.